feiere mir 28. Januar den internationalen Tag vom Datenschutz. Wir feiern den für die Leute bewusst zu machen, wie wichtig der Datenschutz ist an einer Gesellschaft, die immer mehr konnektiert wird. Ein wichtiger Tag also für Jung und alt. Vielleicht denkt ihr mal, das betrifft mich nicht, ich mache alles auf meine klassische Art und Weise. Dafür will ich euch weisen, für was jeder Einzelnen konzerniert ist, auch den, der kein Technologieunhänger ist. Am digitalen Zeitalter kann Technologie Daten über euch sammeln auf Plätzen, die ich gar nicht erwartet. Zum Beispiel dadurch, dass intelligent Gegenstände, die wir am Alltag benutzen, und das Internet konnektiert sind. Ein Auto, ein Auer, sogar mehr ein Frigo oder eine Kaffeesmaschine. Bis 2020 werden über 25 Milliarden Objekte auf der Welt und das Internet konnektiert sein. Und da werden wir all, jung oder alt, Daten auf irgendeine Art und Weise weitergehen. Vielleicht tut ihr auch ein intelligent Auer oder ein Fitnessauer, die alltägliche Schritt zählt oder Vitas während dem Joggen muss. Lauter Datenpunkten, die höchst interessant für die Betrieber sind, zum Beispiel für euch gezielt Werbungen zu schicken. Sie wissen, dass ihr läuft, dass ihr gern aktiv seid, dass ihr gern draußen seid. All diese Informationen können benutzt gehen, für euch zu profilieren. Vielleicht tut ein Social-Media-Profil, den un intelligent Objekt konnektiert ist. Da seht ihr da bestimmt immer mehr Werbungen für Outdoor-Ausrüstung. Oder ein Auer synchronisiert sich mit einem Cloud von einem euch unbekannten Anbieter, an der hat, ohne euch bewusst zu sein, akzeptiert, dass Daten mit der Entreprise geteilt gehen. Wenn ihr ein intelligent Tele habt, ein sogenanntes Smart TV, da können Daten an Fernsehproduzenten verkauft gehen, sodass ihr aufhängt, Werbung auf der Tele zu sehen. Vielleicht tut ihr für kurzem ein konnektiert Spielsache, wer hat Kant oder hat Enkelkant kauft. Zum Beispiel ein Pupp, die schwätzen kann. Für kurzem haben die deutschen und die französischen Autoritäten eng von denen Puppen vom Marché geholt, die sogenannten My Friend Kayla, ein Pupp, die durch den Mobiltelefon und das Internet konnektiert ist, an dem Kind erlaubt, mit der Puppe zu schwätzen. Die Puppe war so schlecht gesichert, dass jeder sie hacken, für man kann zu schwätzen oder für das Familienleben zu observieren. Habt ihr schon an medizinische Studien gedacht? Die Analyse von großen Mengen von medizinischen Daten, die von den Medizinern hoffentlich anonym durchgeführt gehen, können eine große Hilfe für Fortschritte im medizinischen Bereich sein. Zum Beispiel die Nachweisung von Epidemien an der Bevölkerung. Aber die Daten können aber auch von den Assuranzen benutzt gehen, für Risikoprofile von ihren Klienten zu erstellen und für ihre Preise dementsprechend anzupassen. Aber auch wenn die Überwachung an unserer Gesellschaft auf eine Art und Weise zuhält, die wir nicht immer direkt bemerken, können wir uns aber beschützen. Europa mischt das systematisch und durch eine Reihe Gesetze, die dann noch zu Lützeburg gelten. Zum Beispiel beim Datenschutz. Das ist fest an europäische Verträge verankert, an eine Gesetzgebung, die loscher besteht, wird erweitert und die neue Digitalwelt angepasst. Am Mai ist es soweit, da kriegt all Bürger die Grundverordnung für Datenschutz und profitiert damit von dem höchsten Schutzstandard auf der Welt. Sowohl Betrieber wie auch die Verbraucher. An der digitalen Wirtschaft können weiterhin Vertrauen haben, dass hier Daten nicht missbraucht gehen. Internationalen Tag vom Datenschutz, den diese Sonntag gefeiert wird, will ich daran erinnern, dass die stärkste Art und Weise für uns Daten zu schützen nicht mehr so stark ist wie das schwerste Glied. Kein Gesetz kann den Bürger ersetzen,
den opgeklärt und opmerksam oppasst, dat an singem Umfeld alles an der Reihe ist.